Ja, vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen und an Sie für das Kommen, für die Einladung. Ich bin Fabio De Masi, Mitglied der Partei Die Linke, also der deutschen Schwesterpartei von Die Lenk im Europäischen Parlament, dort im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und eben in dem Sonderausschuss Steueroasen. Wir wollten ja einen echten Untersuchungsausschuss, der auch Zeugen vorladen kann und echten Zugang zu den nationalen Dokumenten der Mitgliedstaaten hat. Wir lernen jeden Tag, warum diese Forderung wichtig war. Denn die Transparenz, die vielleicht in Luxemburg fehlt, die fehlt auch im Ausschuss. Wir haben nach 2 Monaten immer noch kein einziges Dokument gesehen. Und eigentlich hatte ich erwartet, hier Marius Kohl, Monsieur Rühling, zu treffen. Wir haben dann erfahren, dass die Luxemburger Behörden nicht in der Lage waren, einen Kontakt herzustellen. Gut, ich habe im Telefonbuch geguckt und ihn gefunden nach 3 Minuten. Das sind so die Dinge, mit denen man dann zu tun hat. Ich möchte aber gleich vorneweg sagen, dass es hier nicht darum geht, Luxemburg als kleines Land irgendwie in irgendeiner Form zu bestrafen. Nein, das ist unsere Überzeugung als Linke, und meine Kollegen haben mir berichtet, sie sehen das auch so, dass dieser Steuerwettbewerb insbesondere für die großen Konzerne wie Amazon und Google auch zum Nachteil der Mehrheit der Luxemburgerinnen und Luxemburger ist, die eben ganz normal ihre Steuern abführen müssen. Und vorhin hat ein Kollege des Luxemburger Parlaments gesagt, nun, Luxemburger Unternehmen werden etwa mit 29% besteuert. Da hat er wahrscheinlich recht, aber Amazon und Google eben nicht. Und da ist die Frage sozusagen, ob es nicht auch im Interesse Luxemburgs und der wirtschaftlichen Entwicklung in Luxemburg wäre, mit solchen Ausnahmen aufzuräumen, die dann am Ende auch die Luxemburger Steuerzahler zu kompensieren haben. Darüber hinaus hat die Luxemburger Regierung ja bisher noch nicht darstellen können, was das überhaupt Luxemburg bringt. Ja, also diese ganzen Maßnahmen, also ein paar Bürotürme mit ein paar Angestellten, okay. Aber was passiert sozusagen real an Wertschöpfung? Und das ist natürlich Geld, was auch in Luxemburg fehlt. Nun ist es so, dass Die Lenk ja einen Antrag gestellt hat, dass das Luxemburger Parlament, die Chambre des Députés, vollumfänglich kooperiert mit dem Sonderausschuss im Europäischen Parlament. Das war auch keine Idee von Die Lenk nur, sondern das war ein Beschluss des niederländischen Parlaments. Und ich bedauere es sehr, dass das Luxemburger Parlament entschieden hat, diesen Antrag abzulehnen. Ich sage mal so, die könnten sicherlich noch ein bisschen Beratung unter Aspekten des Marketings gebrauchen. Also es war zumindest kein gutes Marketing. Das hat man auch gemerkt hier bei der Stimmung heute, bei unserer Unterredung. Wir haben sehr wenig Antworten bekommen. Wir haben zum Beispiel gefragt, auch nach dem Krecké-Bericht und nach den Seiten, die wohl fehlen vom Krecké-Bericht, was ja eine Journalistin auch dargestellt hat, Frau Pujol, und was nie dementiert wurde. Und da hat man uns im Prinzip angelacht und gesagt, wir wissen auch nicht, wir haben hier einen Bericht bekommen, uns ist nicht aufgefallen, dass da was fehlt. Nun ist die Frage für uns, an wen richten wir uns? An Herrn Krecké, an den derzeitigen Finanzminister oder an Herrn Juncker? Ich werde mich jetzt an Herrn Juncker wenden, weil wir offenbar hier den Bericht nicht bekommen, und werde Frau Vestager, die Wettbewerbskommissarin, fragen, ob sie ihren Chef, Herrn Juncker, fragen kann, ob er ihr die fehlende Seite aushändigen kann, die wir so dringend benötigen. Ansonsten haben wir vieles gehört heute, auch von der Finanzindustrie, dass hier die Finanzindustrie so stark vertreten sei, nicht aufgrund von Steuervorteilen, sondern aufgrund der besonderen Infrastruktur Luxemburgs. Gut, dann denke ich, heißt das im Umkehrschluss, dass Luxemburg diese aggressive Tax Planning nicht mehr braucht. Denn wenn das sozusagen nicht der ausschlaggebende Grund ist, warum muss man dann damit weiterarbeiten? Wir werden weiter mit Die Lenk zusammenarbeiten. Viele Informationen, die wir im Europäischen Parlament gar nicht erhalten, zum Beispiel über das Zirkulär von 1989, in dem selbst die Luxemburger Behörden gesagt haben, Steuervorbescheide dürfen nicht überwiegend der Steueroptimierung dienen. Das haben wir über unsere Luxemburger Kollegen bekommen. Und alle waren ein bisschen neidisch, als ich das im Europäischen Parlament präsentieren konnte, und sie hatten das nicht. Das ist insofern spannend, weil ja Herr Perrin und Herr Deltour angeklagt sind in Luxemburg und man sich schon fragen kann, wenn sie unter Umständen sogar auf Rechtsverstöße nach nationalem Luxemburger Recht aufmerksam gemacht haben, warum sie dann vor Gericht landen.
Wir haben beantragt im Europäischen Parlament, dass die Kommission dazu Stellung nehmen muss, haben eine Mehrheit dafür bekommen, für den Antrag der Linken. Und es gab eigentlich fraktionsübergreifend mit ein paar Ausnahmen der konservativen Partei Entsetzen darüber. Und ich werde darauf drängen, dass der Sonderausschuss das auch gegenüber Luxemburg deutlich machen wird. Wir achten die Unabhängigkeit der Justiz, wir achten aber auch die Pressefreiheit. Und wenn ein Journalist über Vorgänge berichtet, die ihm zugetragen wurden, und er landet auf der Anklagebank, während diejenigen, die unter Umständen auch permanent EU-Recht verletzt haben und auch nationales Luxemburger Recht, sogar in der Position von Herrn Juncker die Kommission führen, dann ist das ein Skandal, den kann ich niemand erklären, keinem einzigen Wählerinnen und Wähler vor der Haustür. Ich weiß nicht, ob Herr Juncker das erklären kann oder ob das die Luxemburger Regierung oder die Luxemburger Justiz erklären kann. Ich kann es nicht erklären. Also wir haben ja angefordert als Ausschuss eine Liste aller Tax Rulings seit 1991, und zwar nicht nur in anonymisierter Form, sondern auch mit den Begünstigten etc. Und da wurde uns gesagt, diese Papiere sind nicht elektronisch erfasst, die sind in irgendwelchen Aktenschränken, lagern die, oder man hat das auch gar nicht mehr, auch das wurde gesagt, es würde nicht vollständig existieren. Das kommt mir für so ein modernes Land wie Luxemburg sehr merkwürdig vor. Und wir haben dann dies angefordert bis zum 31. Mai. Sie haben gesagt, das ist alles zu aufwendig. Dann habe ich eben gefragt, na, wie lange braucht ihr denn, bis ihr uns das liefern könnt? Wir werden ja wahrscheinlich die Mandatsperiode auch des Sonderausschusses verlängern, weil wir noch nichts bekommen haben. Wir haben Zeit. Nehmt euch Zeit. Wie lange braucht ihr? Und dann haben sie gesagt, diese Frage müssen Sie dem Finanzminister stellen, und das werde ich nachher auch tun. Weitere Frage war natürlich nach der fehlenden Seite des Krecké-Reports. Da haben Sie gesagt, da können Sie nichts zu sagen. Und darüber hinaus haben Sie eben argumentiert, dass sozusagen auch die Regeln bei den Tax Rulings immer ganz regelbasiert angewendet wurden, weil ich habe zum Beispiel gefragt, können Sie ausschließen, dass Unternehmen unterschiedlich beurteilt wurden bei den Transferpreisen, weil Herr Marius Kohl hat in dem einzigen Interview, was er gegeben hat, im Wall Street Journal gesagt, als man ihn gefragt hat, wie konnten Sie denn in der kurzen Zeit, es ging ja teilweise nur Tage, überhaupt bewerten, ob die Informationen richtig sind. Und da hat er den Daumen angeleckt und in die Luft gereckt und gesagt, naja, das habe ich so gemacht. Und danach habe ich PricewaterhouseCoopers gefragt und gesagt, können Sie aus Ihrer Erfahrung heraus annehmen, dass das immer nach einheitlichen Regeln erfolgt ist? Und da war seine Antwort ja. Das heißt, Sie geraten auch im Widerspruch zu den Aussagen von Herrn Kohl, und Sie geraten im Übrigen auch in Widerspruch zu den Aussagen von Herrn Juncker und dem Finanzminister, denn es gibt ja eine schriftliche Frage von Justin, Frage Nummer 19 in einer dieser Dokumentensammlungen, wo das Finanzministerium sagt, wir wissen, dass die Regeln für extreme Steuerreduzierung verwendet werden. Das sei aber legal, vielleicht aber unmoralisch. Herr Juncker hat in einem Interview 2004, 2005 irgendwann gesagt, sich gebrüstet damit, dass er aufgrund der Steuervorteile viele Unternehmen angezogen hätte. Also er war da stolz drauf, sozusagen, vielleicht auch für den Luxemburger Wahlkampf. Und jetzt sagt uns die Finanzindustrie und PricewaterhouseCoopers, das hat alles überhaupt nichts mit Steuervorteilen zu tun. Nur eines kann stimmen, entweder Herr Juncker hat angegeben oder sogar gelogen, oder PricewaterhouseCoopers erzählt uns nicht die Wahrheit. Ach so, genau, Entschuldigung. Wir haben auch gefragt nach dem Level Playing Field, weil unsere Luxemburger Kolleginnen und Kollegen sagen ja immer, alles gut, wir sind ja bereit, über neue Regeln zu diskutieren, die müssen dann aber für alle gelten. Und da haben Sie recht, gar keine Frage, es geht hier nicht nur um Luxemburg. Es sind ja im Übrigen, das muss man hinzufügen, auch der deutsche Finanzminister hat ja nichts unternommen. Den spontanen Informationsaustausch, die Verpflichtung gibt es seit 1977, seit 38 Jahren, ich selber bin 35, ist ja nichts passiert. Und Herr Schäuble hat ja auch nichts getan. Warum? Weil es profitieren ja auch deutsche, französische, US-Konzerne. Genau deswegen sagen wir wollen, dass das alles öffentlich ist, auch der Informationsaustausch, und nicht nur unter den Finanzministern, die es dann in die Schublade stecken. Und dann haben wir eben gefragt, seid ihr denn dafür, dass wir eine gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage haben, dass eben nicht mehr geguckt wird,
dass man von Mutter- und Tochterunternehmen Gewinne und Verluste hin und her schiebt, sondern was hat das Unternehmen, der Konzern als Ganzes für einen Gewinn und wie viel davon muss wo versteuert werden? Seid ihr für so etwas auf europäischer Ebene und seid ihr auch für Mindeststeuern, damit sozusagen die Länder um die besten Produkte, um die beste Infrastruktur, aber nicht um die niedrigsten Steuersätze konkurrieren? Und da war großes Schweigen im Raum. Keine Antwort ist sehr oft auch eine Antwort. Nein, das kaufe ich hier nicht ab, weil wenn die Regierung mehr Transparenz zeigen möchte, es gibt einige Reformen, dass man sich stärker an den Guidelines der OECD für das Transfer Pricing orientiert, das ist alles schön und gut, aber wenn sie transparent sein möchte, dann soll sie sich doch bekennen zu einem Informationsaustausch, der für alle öffentlich zugänglich ist, auch für Journalisten, auch für Abgeordnete, für die kritische Öffentlichkeit. Denn wenn alles so furchtbar transparent läuft, was haben Sie dann zu verstecken? Sitzt neben mir. Aber ansonsten muss ich sagen, lief das so ab, da saß uns sozusagen eine schweigende Wand gegenüber und dann gab es den Präsidenten, seinen Namen habe ich Monsieur Berger, der hat eigentlich immer geantwortet, sagen für die Luxemburger Abgeordneten, und dann haben die nochmal das Wort ergriffen und im Prinzip war der Beginn immer, wie meine Kollegen schon ausgeführt haben. Der einzige Unterschied wurde dann durch ihn gemacht und das war schon interessant, weil ich habe festgestellt, dass selbst der FDP-Abgeordnete im Europaparlament einen besseren Ansprechpartner bei dem Abgeordneten der luxemburgischen Linken hatte als bei den anderen Abgeordneten, von Konservativen bis Grünen. Wurde immer nur gesagt, ja, das ist alles legal, wir sind ja für mehr Transparenz, aber wir müssen eben auch zusehen, dass wir weiterhin international wettbewerbsfähig bleiben müssen, etc. pp. Kann ich eine Frage anmerken? Luxemburg hat ja gesagt, wir würden das Code Conduit unterstützen. Was sagt, keine neuen schädlichen Praktiken einführen und bestehende Praktik dommageable, schädliche Praktiken beheben. Bei neuen Praktiken ist ja die Frage der Familienstiftung und bei alten Praktiken ist ja das Freeport, sind das Themen, die behandelt wurden und hat die Abgeordnetenkammer nochmal bestätigt auf die Frage hin, welche Praktiken in Luxemburg dommageable wären, also schädlich wären, Ihnen seien keine bekannt. Oder ist eine Einsicht da, dass es auch schädliche Praktiken gibt? Ja, im Kern, zunächst haben Sie gesagt, Ihnen sei keine bekannt und dann gab es eine ganz interessante Situation, weil es gibt ja bereits seit 1977 die Pflicht in Europa für den spontanen Informationsaustausch, wenn es Auswirkungen auf die Finanzen anderer Mitgliedstaaten hat. Und das ist halt immer die Frage der Interpretation. Und da haben irgendwann ein Abgeordneter eben nicht mehr gesagt, das hat es gar nicht, sondern er hat gesagt, naja, das hat doch keiner gemacht. Keiner hat die Informationen ausgetauscht, warum sollen wir das machen? Das heißt mit anderen Worten, er hat gesagt, es gab einen Rechtsverstoß, und ihn haben alle gemacht und insofern kann Luxemburg ihn auch machen. Das war sozusagen eine Antwort, die ich sehr bemerkenswert fand. Zu den Familienstiftungen und auch die Freeports wurden angesprochen. Zu den Freeports wurde nach meiner Erinnerung gesagt, dass man, und die Withholding Tax, dass man das nicht mehr verfolgen würde. Und auch zu den Familienstiftungen wurde gesagt, das würde nicht mehr verfolgt. Wobei dann ein anderer Abgeordneter sich meldete und das rechtfertigte. Also da war ich etwas verwirrt, deswegen bin ich noch nicht wirklich schlau geworden. Aber das sind dann Sachen, wo der Lenk sicherlich nachhaken wird. Okay. Andere Frage? Wie war das, in 9 Minuten musst du wie war der Kontakt mit den ONGs heute Morgen? Was war die Message der ONGs? Also es gab diese kirchliche NGO oder ist der Dachverband der Kirche? Nein, Dachverband, alle NGOs, das ist nicht nur die Kirche. Ach so, okay, ja, alles klar, gut, dann bin ich falsch informiert. Ja. Das war die Dame. Christine Dahm. Christine Dahm, die hat sehr deutliche Worte gefunden für die Praxis hier und hat eben auch nochmal davon gesprochen,
dass es auch einfach um illegale Aktivitäten geht, weil nämlich viele Finanzströme aus Entwicklungs- und Schwellenländern kommen, wo es einfach auch um schmutziges Geld geht, dass diesen Ländern Steuern entzogen werden. Und sie hat eben gesagt, dass sie den Ansatz verfolgen, dass sowohl das Country-by-Country-Reporting, also die länderspezifische Berichterstattung der Konzerne, als auch der Informationsaustausch öffentlich sein sollte, um auch auf internationaler Ebene hier Verbesserungen zu erreichen, weil sie eben nicht mehr glaubt, dass das im Rahmen der OECD erfolgen kann, weil dort die Mitgliedstaaten sich gegenseitig schützen und es bräuchte ein internationales Forum, wo eben auch andere Mitgliedstaaten vertreten sind, nämlich im Rahmen der Vereinten Nationen, also wo Länder vertreten sind, Entwicklungsländer und andere, die in der OECD nicht repräsentiert sind. Und das hat sie sehr deutlich gemacht. Das stieß auch auf große Resonanz der Europaabgeordneten. Wir haben hier etwas, das ist manchmal für mich auch gewöhnungsbedürftig, verkehrte Rollen, weil normalerweise ist es so, dass ich mich mit der FDP oder so in Deutschland streiten muss über die Steuerpolitik und hier verliefen die Grenzen teilweise etwas anders. Also wie gesagt, mein FDP-Kollege hat dir sehr wohlwollend zugehört, als du gesprochen hast. Sag das nicht so. Also ich habe 3 unterschiedliche Informationen am Wochenende gehabt und der letzte Sachstand, den heute der Vorsitzende unseres Ausschusses bekannt gegeben hat, war, dass Luxemburg gesagt hätte, das ist kein aktiver Steuerbeamter mehr und sie sich nicht in der Lage sehen, den Kontakt herzustellen. Wie gesagt, ich habe auch noch mal darauf hingewiesen, dass er im Telefonbuch steht oder in dem Telefonregister online und ich habe insofern auch darauf bestanden, dass er eingeladen wird, dann nach Brüssel. Dem wurde auch nach meinem Eindruck zugestimmt. Das heißt, wir werden ihn kontaktieren als Ausschuss und nach Brüssel einladen, öffentlich. Das wird nicht in Kamera ablaufen. Und zweitens haben wir wollen ja auch gerne Herrn Juncker hören. Darauf haben wir auch noch keine Antwort. Und wenn es Probleme gibt, die Adresse von Herrn Juncker ausfindig zu machen, möchte ich darauf hinweisen, mir ist sie bekannt, das ist Platz Schumann in Brüssel, Sitz der Europäischen Kommission. Wir haben völlig unzureichende Druckmittel, deswegen waren wir für einen Untersuchungsausschuss. Das heißt, wir können immer nur bitten. Wir haben zum Beispiel alle Finanzminister gebeten, zum Beispiel Herr Dijsselbloem, der niederländische Finanzminister, ist ja Chef der Eurogruppe und auch sehr besorgt um die Steuerverwaltung in Griechenland. Zu Recht, die muss nämlich verbessert werden, sorgt aber über Briefkastenfirmen darüber, dass auch dem griechischen Staat permanent Gelder entgehen, wie in dem Fall des kanadischen Goldunternehmens Eldorado Gold. Wir haben alle diese Finanzminister angefragt. Nach meiner Kenntnis hat nur der estnische überhaupt geantwortet. Das heißt, die fühlen sich sehr sicher. Und insofern müssten wir meines Erachtens im Europäischen Parlament darüber nachdenken, so wie wir es als Linke und auch die Grünen von Anfang an vorgeschlagen haben, einen echten Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und darüber wurde ja nie im Europäischen Parlament entschieden. Das Plenum hat nie darüber abgestimmt, weil Herr Schulz gesagt hat, wir legen das dem Plenum gar nicht vor und wir werden ihn jetzt noch einmal auffordern, diese Entscheidung dem Plenum vorzulegen. Immerhin haben 25% der Abgeordneten, auch aus der konservativen Partei, aus unterschiedlichen Parteien unterstützt. Und wenn sich da nichts bewegt, erwägen wir eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Eine Frage noch. Schutz der Whistleblower und insbesondere derjenigen von LuxLeaks, war das ein Thema? Ja. Es wurde gesagt, dass Luxemburg einen der besten Schutzmechanismen für Whistleblower hätte, laut Transparency International unter den 4 Ländern mit dem besten Schutz. Dieser würde sich allerdings nur auf Korruption und Geldwäsche beschränken. Es gab eine Andeutung einer Abgeordneten, man könnte darüber diskutieren, ob man das ausweitet, aber Sie haben noch mal betont, Herr Perrin sitze auf der Anklagebank ja nicht, weil er berichtet hätte, sondern weil er angeleitet hätte, sozusagen, angestiftet hätte zur Informationsweitergabe. Ich glaube, also Sie sind ja selber Journalisten, es gehört zu den Aufgaben eines Journalisten, sich Informationen zu besorgen, die zumal ja alles, das waren ja nicht irgendwelche intimen Geheimnisse von irgendwelchen Privatpersonen, sondern das waren ja offizielle Dokumente Luxemburgs. Es gibt eben auch laut Europäischer Menschenrechtskonvention und Grundrechtecharta das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit.
Wir glauben, dass diese Anklage nicht haltbar ist. Ich bin kein Jurist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die nach Luxemburger Gesetzen haltbar ist. Und ich glaube, das ist ein Einschüchterungsversuch. Und man kann ja sozusagen, Herr Deltour hat man ja schon mit einer Klage eingeschüchtert, dann hat man aber immer das Problem, vielleicht kriegt man die Whistleblower eingeschüchtert, aber nicht die Journalisten, die darüber berichten. Und deswegen musste man jetzt offenbar auch noch Herr Perrin auf die Anklagebank setzen. Wir sehen das mit großer Skepsis und es gibt eine große Mehrheit im Europäischen Parlament, die das mit großer Skepsis sieht. Und ich denke, dass hoffentlich auch die Staatsanwaltschaft in Luxemburg erkennt, dass wenn bestimmte Informationen im höheren öffentlichen Interesse sind, müssen Whistleblower geschützt sein. Sie können vorher gar nicht bewerten, ob das alles rechtskonform ist, was sie da veröffentlichen. Deswegen braucht es einen Schutz, der hinreichend sicherstellt, wenn ich davon ausgehen kann, dass das, was ich veröffentliche, selbst wenn ein Gericht später zu einer anderen Auffassung gelangt, im höheren öffentlichen Interesse ist, dann muss ich geschützt sein. In den USA geht es so weit, dass Whistleblower sogar bezahlt werden, weil sie dann nachher ihre Existenz verlieren. Und ich habe selber mit 2 Whistleblowern im Europäischen Parlament gesprochen. Die eine hat erzählt, Stephanie Gibault, dass sie sozusagen, die UBS-Whistleblowerin, ihre Kinder einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn sie auf das Thema angesprochen wird. Sie hat keinen Job mehr. Rudi Elmer, ein Freund von mir, der ehemalige Julius Baer Manager auf den Cayman Islands, der Whistleblower, dem seine Tochter hatte mit 11 Jahren einen Suizidversuch. Er hat sich versucht, an die Behörden zu wenden in der Schweiz und im Ergebnis hatte er irgendwelche dunklen Gestalten, die in seinem Garten herumgeschlichen sind. Er wurde, strafverfolgt. Das heißt, diese Leute haben ja gar keine Möglichkeit. Was wäre denn passiert, wenn Herr Deltour sich hier an die Steuerbehörden gewendet hätte auf normalem Wege? Hätte er denn mit Unterstützung rechnen können? Ich glaube, die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Insofern muss Luxemburg, aber nicht nur Luxemburg, alle Mitgliedstaaten, auch Deutschland, auch die Europäische Union sicherstellen, dass Whistleblower geschützt sind, denn sie dienen dem öffentlichen Interesse. Und Herr Lamassoure hat sehr deutlich gesagt, nach dieser Aktion von den ONGs, die sehr gut war, dass ohne Deltour und die Luxemburger Whistleblower es weder das Ausmaß bekannt geworden wäre, er selbst als Finanzminister ich wäre heute nicht hier. gewesen, es gäbe die Kommission, es gäbe keine Untersuchung, es würde nicht über Alternativen diskutieren, das müsste man denen auch anrechnen, hat er gesagt. Ja. Allerdings müsste Herr Lamassoure dann auch etwas unternehmen, dass wir zum Beispiel in der Europäischen Union einen Whistleblower-Schutz haben, denn die Kommission bereitet jetzt gerade eine Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor und dort wird der Whistleblower-Schutz gesenkt. Und ich habe noch nie erlebt, dass ich zum Finanzamt gehen konnte und sagen konnte, meine Steuerunterlagen, die gebe ich euch nicht, das ist mein Geschäftsgeheimnis. Also insofern, glaube ich, muss ja eine Menge getan werden und ich hoffe, dass wir nicht nur blumige Reden haben, sondern dass wir auch tatsächlich im Europäischen Parlament Mehrheiten haben. Ich glaube aber, das Schicksal von Herrn Juncker und Herrn Schulz ist aneinander gekettet. Das ist so manchmal wie bei der Mafia beim Abendessen, wenn alle unter dem Tisch gegenseitig die Schusswaffen auf die Weichteile zielen und wer zuerst abdrückt, der riskiert dann, dass der andere auch abdrückt. Und das ist die Situation, mit der wir momentan im Europäischen Parlament konfrontiert sind.